Frau Liebknecht, bringen Sie bitte Kostüm rein. Die nette Empfangsdame hat 2 Kleiderbügel reingebracht, wo 2 weisse Nachthemder dran gehangen sind. Am Rücken sind je 2 goldige Flügel angenäht. Unsere 4 Freunde haben die Kostüme sprachlos angestarrt. Immerhin sind keine Harfen dabei gewesen, aber dafür 2 Haarräufe, wo ein Draht dran befestigt war. Und dort dran hat ein goldiger Ring hin und her gewippt. Ey Mann, heilige Ski! Sollten wir die eben anlegen? Ja, aber sicher. Neben dem Eingang hat es eine Toilette. Da könnt ihr euch umziehen. Wer anfängt, ist egal. Aber macht ein bisschen, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Steffi und der Friedhelm haben den Anfang gemacht. Wo die beiden wieder zurückgekommen sind, haben sich der Kalle und das Radiesli schier krumm gelacht, wie wenn sie nicht als Nächste an der Reihe wären mit Probieren. Wo die beiden dann aus der Toilette gekommen sind, haben sich die Steffi und der Friedhelm gekrümmt vor Lachen. Und sogar der Herr Blumenthal und die Empfangsdame mussten das Lachen verheben. Dem Kalle sein Gewand war so viel zu kurz wie einem Radiesli seins zu lang. Die beiden haben ausgesehen wie 2 Witzfiguren. Gar nicht schlecht. Mit einer weißen Hose wird er lang und ein paar Sicherheitsnadeln wird er kurz, wird das schon gehen. Unser Kunde wird zufrieden sein. Dann sind wir ja beruhigt. Wir sehen uns also übermorgen am 8 Uhr am Morgen. Kommen am gescheitsten alle 4 miteinander. Dann muss ich alles nur einmal erzählen. Übrigens, eins muss ich euch noch sagen. Lasst euch noch nicht einfallen, irgendeinen Blödsinn zu machen. Blödsinn? Herr Blumenthal, was meinen Sie damit? Was meine ich echt damit? He? Dass ihr eure Arbeit sollt machen und sonst nichts. Schnüffelt nicht im Warenhaus rum, macht nichts kaputt und sonst will ich keine Reklamationen hören. Am Samstagmorgen sind vor dem Warenhaus hurtig am Personaleingang ein halbes Dutzend so quasi Samichlöus herumgestanden und haben auf ihren Einsatz gewartet. Der Herr Blumenthal hat unsere 4 Freunde empfangen und hat ihnen seine Leute vorgestellt. So, das sind meine Mitarbeiter. Die meisten von ihnen arbeiten draussen oder im Eingangsbereich vom Hortig. Nur der Pete arbeitet mit euch zusammen. Er ist Student und arbeitet schon ein paar Jahre in unserer Agentur. Er ist meine Ablösung. Die Weihnachtsmannen haben nicht gerade freundlich in die Welt geschaut. Auch der Pitt hat nicht gerade so ausgesehen, wie wenn er sich auf diesen Job freuen würde. So, ihr Kind fangt mit dem Pitt in der Schuhabteilung an. Ihr anderen könnt euch am Eingang verteilen.